Heute stimmen wir über das Gesetzesprojekt auf, den die Überwachung vom EU-Reglement 2022 vom Digital Services Act implementiert. Vom Prinzip her also wichtig und richtig für Internetplattformen zu regulieren. Den DSA fordert ein Digital Coordinator, eine nationale Überwachungsinstanz, die Enquete machen kann und Sanktionen aussprechen kann. Zuletzt ist viel, ob die Autorität de la Concurrence gefallen. Das wäre auch sinnvoll, weil dadurch eine existierende Administrativstruktur zurückgegriffen kann gehen. Wobei viele Akteure noch mehr als RDR bemerken, dass verschiedene Instanzen auch Enqueten in die Richtung machen können, wie Dalia, die EU-Kommission, den CNPD, DILNAS, Police und der Parquet. Zum Teil überschneiden sie sich, und da ist natürlich ein gutes Modell für programmiert. Das wirkliche Problem aus dem Digital Services Act selber. Ich muss leider feststellen, dass ein DSA zu großen Ausschneidungen feiert, mehr als nicht an der Chambre gestimmt gehen. Den DSA als ein EU-Reglement, das vom EU-Parlament auf vom Council of Ministers gestimmt gehen ist, und damit direkt an Kraft kommen ist, ohne die nationalen Parlamente zu fragen, das ist EU-Zentralismus pur. Ich war auch überrascht, dass wir keine Debatte zu dem Thema in der Chambre in den letzten Jahren fanden. Brisanz vom DSA ist schwer zu erkennen, verstopft an mehr wie 100 Seiten mit komplexen Artikeln. Der DSA eine große Meinungsfreiheit, die garantiert das von unserer Verfassung. Was sind die konkreten Probleme mit dem Digital Service Act? Erstens, der DSA fordert nicht nur, dass illegalen Inhalt gelöscht soll gehen, als Abruf zu einer konkreter Gewalttat oder Kannerpornografie, auch Informationen, die irgendwie schädlich sind für als Gesellschaft. Darunter fallen falsche Informationen, Desinformationen oder irreführende Informationen. Mit dem Gesetzestext definiert das nicht klar. Sogar bei potenziellen illegalen Inhalt, also es schwer zu wissen, ob ein Gesetz gebracht wird oder nicht, das muss ein Gericht an den Richter entscheiden. Aber ob etwas irreführend oder schädlich ist für Wahlkampf als Sicherheit oder Gesundheit, ist noch viel mehr subjektiv. Das sind Knetschgummi-Paragraphen, so Werkparagraphen von den DAX bei autoritären Systemen, die das Paragraphen absichtlich schaffen und so interpretieren, wie es ihnen passt. Wie sehr eine Person, die eine andere Meinung wie der Mainstream hat, als Gefahr für die Gesellschaft durchgestaltet wird, wurde gut bei der Covid-Pandemie gesehen, mir auch schon vordrun bei der Migrationskrise 2015 die Meinungen so in den Dreck gehen. Denn Vizepräsident J.D. Vance hat das als eine Rede an Europa ja. Er war die Schritt weiter, wann Schrift. Auch klar gesagt, Affäre DSA gewarnt. Zweitens, den DSA kombiniert das legal Unsicherheit mit scharfen Sanktionen für die Plattformen. Dadurch sind sich die Internetplattformen unsicher, ob selbst Falsches machen. Aus Angst vor Sanktionen löschen sie lieber mehr wie Männer. Genau das hat der CEO von Facebook, Mark Zuckerberg, gesagt. Sie hatten zu streng gelöscht während der Covid-Pandemie. Sie hatten Sachen gelöscht, die sich als richtig oder ob manst als diskutabel herausgestellt haben. Das ist ein Fakt. Dasselbe gilt natürlich für Nutzer von den Plattformen. Dr. Kölsch, 4 Jahre lang Richter am Landgericht Trier, hat am Cicero geschrieben, auf jeden Fall bleibt der Bürger orientierungslos zurück, wenn er seine Mitteilungen an dem ausrichten soll, was in dem aktuellen politischen Meinungskorridor passt. Betreutes Denken wird um sich greifen. Drittens, ein DSA sieht, dass Nutzer Inhalt melden können an der Plattform die Überprüfung von den Meldungen vertrauenswürdigen externen Prüfer überlassen können. In der Vergangenheit waren das sogenannten Trusted Flaggers, DAX-ONGen, die dort Richter spielen konnten. Ein Trusted Flagger hat die Löschung innerhalb von Sekunden konfirmiert an den Nutzer, hat Gericht noch meint, für Gericht Recht kriegt. Der Mark Zuckerberg hat auch
klar gesagt, dass sie dezidiert tun nicht mehr die Trusted Flagger zu benutzen, weil sie nicht neutral sind, mehr längslastig. Twitter oder X benutzt eine andere Methode an die erste Community Notes. Klar illegal Sachen gelöscht an Community von allen Nutzern hat recht, zu all Post ein Community Note zu schreiben, was genug Nutzer das wollen. Das Not stellt eine Gegenmeinung durch an den Nutzer entsteht. Genauso wie hier an der Chambre aus dem Tom Weidi seht, etwas an von ihr seht der Gegendeel, an von ihr seht der Gegendeel, an der Bürger entsteht dann. Das ist Demokratie, Herr Wagner. Ja. So, wann ich lief, Herr Tom Weidig. Der Bürger entsteht. Wann ich lief, Herr Weidig wird auch dir nicht. Herr Weidig. So, ich ging mich später den Ton zu ändern, Herr Kolb. So, Herr Weidig. Kann ich falsch, ja. Der ADR-Position am Wahlprogramm als klar. Der ADR steht für Meinungsfreiheit. Sie wird sich gegen alle Formen von Zensur und Repression von politischen Ideen wehren. Der ADR als gegen den Staat, den zum Denunzieren aufruft, es gibt keine staatliche Institution und Lehrberuf für zu entscheiden, was Fake News oder Hate Speech sind, aber nicht. Und zum Schluss vermengeriert warnen ich für eine systematische Drangsalierung von den Bürgern auf allen Fronten. Eng Alia möchte eine Enquete gegen Astrid Lulling an Simon Beissel. Den ZET schreibt dem Philosophieprof Norbert Campagna einen Brief als Reaktion auf einen Leserbrief. Die Menschenrechtskommission fordert, dass keine Petition, die 10.000 Leute unterschrieben haben, mehr angeholt soll gehen. Staatlich finanziert ONG wie DASTI fordern, dass Deputierten die Meinungsfreiheit eingeschränkt sollen kriegen. Staatlich finanziert Medien bildende Lenken erwirken Mainstream-Narrativ auf. Hallo reizt sich ein Digital Service Act auch dabei. Den Index von der verbotenen Bischof von der katholischen Kirche war eine schlechte Idee an den Versuch von der politischen Klasse an Europa, hier Bürger zu überwachen und gedanklich zu betreuen, als auch eine schlechte Idee. Dafür wie Meinungsfreiheit an mir Stimmen ergeht. Très bien.